Das ist mein erstes Auto. Also ich bin hier. Wie zum Teufel hat ein 25-jähriger Dulli wie ich einen Tesla als erstes Auto und warum ich es liebe, das erkläre ich euch in diesem Video. Ja, und damit herzlich willkommen in meinem ersten Auto. Das hört sich richtig dumm an, das zu sagen, und im Nachhinein ist es wahrscheinlich einfach auch dumm gewesen. Ich möchte das Video so gut es geht One-Take-mäßig halten und darum kommen wir jetzt direkt zu den Basics. Also das ist ein graues Tesla Model 3 Long Range mit ungefähr 550 Kilometer Reichweite, wenn es vollgeladen ist, mit schwarzem Interieur, und es ist die Facelift-Variante, also die 2021er Variante. Das hier ist nicht ganz ein neues Auto, sondern hat so 5000 Kilometer gehabt. Ich habe es aber direkt von Tesla, das ist ein Vorführwagen gewesen, der jetzt halt einfach schon ein paar Kilometer drauf gehabt hat und dementsprechend ich auch ein bisschen einen Rabatt darauf gekriegt habe. Die brennende Frage, die die meisten wahrscheinlich jetzt interessiert: Wie zum Teufel leistet sich ein 25-jähriger Dulli wie ich, hat zwar einen Bachelorabschluss und mittlerweile eine eigene Firma, sieht aber überhaupt nicht so aus. Das unterschreibe ich jetzt auch wirklich komplett mit euch, da bin ich einverstanden. Nee, ja, ich habe das Ganze als Geschäftsleasing gemacht. Und zwar auf meine GmbH, die ich gegründet habe. Mit diesem Social Media Stuff, den ich hier mache, habe ich eine GmbH gegründet. Und das ist jetzt eigentlich mein Geschäftsauto. Darum habe ich vorhin auch mal gesagt, dass es nicht mein Auto ist. Es gehört ja technically der Bank. Aber das als erstes Auto zu haben, ist einfach Wahnsinn und dumm und geil, und ich bin unglaublich dankbar. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Das ist mein absoluter Traumjob. Ich mache seit 8 Jahren YouTube-Videos, angefangen mit Minecraft-YouTube-Videos, und jetzt sitze ich hier in einem verdammten Tesla. Es ist, ja, es ist unglaublich, und ich küsse das Herz von jedem, und ja, wenn ich könnte, würde ich jeden von euch mal mitnehmen und mal die Beschleunigung spüren lassen. Geht wahrscheinlich nicht, aber ich küsse wirklich eure Herzen, und ich möchte in diesem Video auch sowieso noch ein bisschen über mich sprechen, beziehungsweise darüber, warum ich in der letzten Zeit nicht so viel gemacht habe auf YouTube, auf dem Hauptkanal, aber auch auf dem Zweitkanal und auch auf Twitch. Und ja, die einfache Antwort ist eigentlich, mir ging es irgendwie nicht so gut. Richtig seltsam, weil ich habe meinen Traumjob, also das ich hier mache, ist mein Traumjob, habe ich mir seit Jahren gefühlt erträumt, das machen zu dürfen, und das jetzt machen zu dürfen, habe ich so viel gehustelt wahrscheinlich, extrem viel gemacht und probiert zu machen, so viel es geht, und dann hatte ich auf einmal irgendwie nicht mehr so diesen Ansporn, viel zu machen. Ich habe mir jetzt wirklich ein paar Wochen ein bisschen zurückgeschraubt, ein bisschen ruhiger gemacht, ein bisschen entspannter gemacht, und jetzt habe ich wieder extrem viel Bock, das weiterzumachen. Bin auch beschäftigt gewesen mit der GmbH-Gründung und so weiter und so fort. Viel Bürokratie. Ihr kennt es in Deutschland, hier in der Schweiz ist es genau gleich. Ein Bürokratiefest, das gibt's nicht, wenn man eine GmbH gründet, und darum ja, ist das alles auf mich zugekommen. Aber jetzt ist das Ganze so ein bisschen runtergesackt, und ich habe wieder Bock. Die Frühlingsgefühle sind da auf jeden Fall. Und ja, ich werde in der nächsten Zeit auch wieder mehr Content auf dem Hauptkanal, Zweitkanal und auch auf Twitch bringen. Ich habe mir da tatsächlich so ein richtig fancy Konzept aufgeschrieben und habe Bock wieder durchzuziehen, und werde ich auch machen. Aber noch zum Auto. Ja, warum ich überhaupt dieses Auto ausgewählt habe. Warum nicht eine brandneue AMG G-Klasse? Ja, ich finde Elektromobilität sehr, sehr geil und finde das auch die Zukunft. Da kann man darüber diskutieren, ob die Batterien so gut sind, ob man neue Autos kaufen soll und dann wieder weggeben soll. Ich plane aber nach dem Leasing dieses Auto dann rauszukaufen und dann das Auto wahrscheinlich noch mehrere Jahre zu brauchen im besten Fall. Und ich habe auch nicht ein ganz neues gekauft, ein Vorführwagen. Und ja, Tesla, warum Tesla und warum kein anderes Elektroauto? Ich finde die fahrende Software, das fahrende iPhone Tesla extrem geil. Und ich finde, kein anderes Auto macht das so gut mit der Softwareintegration, mit Updates, dass ein Auto kriegen kann, so gut wie Tesla. Und darum habe ich mich für Tesla entschieden. Ich finde es auch geil, dieses minimalistische hier im Cockpit ist wirklich nur dieses Display und sonst
absolut gar nichts. Ich finde das Auto wirklich extrem geil und auch mit der Reichweite habe ich wahrscheinlich im Alltag nie Probleme. Ich habe das Auto jetzt 4 Tage lang und fahre jetzt schon so ein bisschen damit rum. Kann es auch immer hier zu Hause einfach laden an meiner Haushaltssteckdose. Auf ganz entspannt kann ich das hier laden. Über Nacht ist es wieder voll und zahle auch um einiges weniger als mein Bruder mit seinem Verbrenner. Das ist natürlich die Gunst der Stunde, habe ich auch gut genutzt. Ja, genau. Und ich bin extrem glücklich, konnte ich mir jetzt dieses Auto gönnen. Aber ich möchte natürlich auch mir das Ganze ein bisschen rechtfertigen, dass ich auch ein bisschen Content jetzt aus diesem Auto mache. Wahrscheinlich vor allem werde ich TikToks oder so aus diesem Auto rausmachen. Aber ich bin extrem dankbar und ich ja, habe wieder extrem viel Motivation im Sommer rein zu hustlen und Videos zu machen. Vor allem Unterhaltungsvideos, Comedy-Videos, und da habe ich extrem viel Bock drauf und ich danke euch wirklich für euren Support. Es ist jetzt ein bisschen ein komisches Video, wo ich einfach hinsetze und ein bisschen gefühlt mehr über mich rede als über das Auto, aber ich habe gedacht, es passt gerade gut zusammen. Ja, ich wollte jetzt nicht so ein Video machen wie Justin, wo er sein neues Auto gefühlt mit so Cinematics und Boom, Bam, Beam zuballert. Da sehe ich mich nicht drin, so rein zu flexen. Ich finde schon ein Video zu machen schon ein bisschen Limit. Ja, ich glaube, ich habe alles erwähnt, was hier auf meiner Liste steht. Aber wenn ihr noch Fragen habt zu mir, zum Auto, zu irgendetwas, schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn genug Kommentare zusammenkommen, dann mache ich noch ein Folgevideo, wo ich noch ein bisschen auf alles eingehe, weil ich möchte wirklich ein bisschen mehr wieder Interaction haben mit euch. Ich möchte euch, sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen. Den rückgängig machen kann man es nie wieder. Es wäre kein Tesla-Video, wenn ich nicht einmal das Furzkissen benutzen würde. Let's go!